Kommt näher. Noch näher. Guten Tag, Freunde, ich grüße euch. Das Haus, aus dem ich heraussehe, ist ein ganz besonderes Haus. Es wurde nicht gebaut mit Axt und Säge, sondern gemalt. Wenn ihr wissen wollt, wo es steht, dann müsst ihr in der Lausitz suchen, da wo die Sorben leben. Ich will euch von einem Bildermaler erzählen. Dem Maler mit dem Lindenblatt. Alle seine Bilder kennzeichnet er mit dem Lindenblatt. Er heißt Martin Nowak Neumann. Die Sorben haben also ihre eigenen Lieder und Märchen. Märchen ohne Bilder, gibt es das? Gibt es nicht. Psst, Kinder, leise. Hier sind wir im Atelier des Meisters. Ich habe uns unsichtbar gemacht. Schließlich bin ich der Bartkobold. Sehen kann uns der Meister nicht, aber hören. Vor mehr als 85 Jahren wurde Martin Nowak Neumann hier in Nechern geboren. Seine Eltern waren arme Leute. Da kam es schon mal vor, dass er hungrig ins Bett gehen musste. Jedenfalls konnte der kleine Martin schon ganz gut malen. Während seiner Dorfschulzeit zeichnete Martin Leute, denen er jeden Tag begegnete. Den Schornsteinfeger, den Jäger, den Polizisten. Und sein Lehrer ließ Martin Tafelbilder malen, als Anschauungsmaterial für den Unterricht. Später als junger Mann machte er Studien in der Natur. Zeichnete er Blumen und Gräser. Es dauerte nicht lange und er entdeckte die Welt der sorbischen Sagen und Märchen. Jedes sorbische Kind weiß, dass Meister Nowak Neumann der Vater aller Zwerge und guten Kobolde ist. Wie ihr seht, hat der Meister meinen Kobold-Kollegen für ihre guten Taten Orden verliehen. Herr Martin Nowak, wo haben Sie so schön malen gelernt? Nun ja, malen lernen kann man nicht. Dazu muss man Talent haben, Liebe und Begeisterung. Bereits als Kind habe ich viel gezeichnet und gemalt. Mein Vater hatte schon immer gewollt, dass ich malen sollte, dass ich ein Maler werden müsste. Und dann hat man mich tatsächlich auf eine Schule geschickt, auf so eine Kunstschule, die Akademie genannt wird.
Dort habe ich dann das Malen ganz und gar gelernt. Und ich habe lange in diesen Akademien studiert und bin in 4 Großstädten gewesen. In Dresden, Leipzig, Prag und Warschau. Alles in allem habe ich 9 Jahre Malerei studiert. Ja, für euch male ich viel in der Zeitschrift Pomio und auch anderswo. Aber welches Bild gefällt euch denn nun am besten, das ich gemalt habe? Mir gefällt der Wassermann am besten. Der Wassermann also, ja, den male ich auch am liebsten, den Wassermann. Dann Zwerge und die Mittagsfrau. Kennt ihr die Mittagsfrau auch? Gibt es hier eine Mittagsfrau? Nein. Für die sorbische Pionierzeitschrift Pomio, die Flamme, hat Meister Nowak Neumann mehr Bilder gemalt, als es Kobolde zwischen Tschornebo und Spreewald gibt. Die Zeichnungen für das erste Bilderbuch für sorbische Kinder, das eigentlich eine richtige Fibel ist, aus der die Kinder die ersten sorbischen Wörter lesen lernten, sind in diesem Atelier entstanden. Wie traurig würden die vielen Märchenbücher aussehen, hätte sie mein Meister nicht durch seine Bilder schöner gemacht. Hätte er nicht die Vogelhochzeit gemalt, wer wüsste dann wohl, wie Elster, Rabe, Fink und Eule im Hochzeitsstaat aussehen. Wie viele Bilder er gemalt hat? Vielleicht so viel, wie es Sterne am Himmel über der Lausitz gibt. Oder ein paar weniger. Aber wisst ihr, welches das schönste seiner Bücher ist, das alle Kinder in der Lausitz kennen? Es ist das Buch vom Meister Krabat. Vielleicht ist dem Maler und Märchendichter Nowak Neumann der gute Meister Krabat die liebste Figur, die er je gemalt hat. Was? Da weiß einer nicht, wer Meister Krabat war? Ein kluger, guter Zauberer war er. Ein Freund der sorbischen Landleute in den Dörfern der Heide und des Berglandes. Von der schwarzen Mühle nahm er den bösen Fluch, dass er wieder Korn für das Volk malte. Dem prunk- und putzsüchtigen König August dem Starken verwandelte er die Nudeln auf dem Teller in Regenwürmer. Ich wette meinen Koboldbart gegen einen Heringsschwanz, wenn dem König August dann nicht der Appetit vergangen ist. Den Reichen schlug er manches Schnippchen oder bestrafte sie für ihren Geiz. Herr Martin Nowak, warum malen Sie eigentlich ein Lindenblatt und unterschreiben nicht? Aber du musst lauter sprechen. Ich bin ein alter Mann und kann nicht mehr alles so gut verstehen. Herr Martin Nowak, warum signieren Sie mit einem Lindenblatt und nicht mit Ihrem Namen? Ja, warum ein Lindenblatt? Es ist auf allen meinen Bildern. Ich mag Linden gern. Vor meinem Haus in Nechern stehen lauter Lindenbäume. Die Linde ist auch bei den Sorben sehr beliebt. Auch in ihren Liedern singen sie von Lindenbäumen. Und ich möchte damit zeigen,
dass ich als sorbischer Künstler der Maler mit dem Lindenblatt bin. Vielleicht liebt aber mein Meister die Kobolde ganz besonders. Kann doch sein. Schließlich hat er nicht nur mich erschaffen. Eine große Schar gibt es von uns. Unzählige. Hm? Über Kobolde weiß ich Bescheid. Sie gehören doch alle zu meiner Familie. Und nicht einen Kobold gibt es in der ganzen sorbischen Sagen- und Märchenwelt, der je einem Menschen etwas Böses angetan hätte. Das könnt ihr mir glauben. Jedem von uns hat Meister Nowak Neumann ein ganz besonderes Amt zugeteilt. Ich beschütze das Haus vor Feuer, Sturm und Hagelschlag. Mein Kollege der Milchkobold, der ein bisschen wie ein Hahn aussieht, versorgt alle, die keine Kuh im Stall haben, mit Milch. Und ihr werdet es vielleicht nicht glauben wollen, einer aus unserer Familie kann sogar Geld spucken. Aber ich will nicht zu viel von meiner Familie reden. Sonst denkt ihr vielleicht noch, dass ich ein Aufschneider und Angeber bin. Dieser See, der aussieht wie ein Froschkönigreich im Märchenwald, liegt ganz in der Nähe des Hauses meines Meisters. Er kommt oft hierher und wenn ich mich nicht irre, dann wohnt in diesem Teich, pst, ganz still und leise. Ist das nicht ein prächtiger Wassermann? Obwohl der Wassermann, wie jeder weiß, manchen Schabernack mit den Leuten treibt. In den Geschichten meines Meisters ist er immer freundlich zu den Menschen. Das kommt wohl daher, weil mein Meister freundlich ist und alle Menschen liebt. Und wenn ihr denkt, der Wassermann erscheint immer und überall als Wassermann, dann irrt ihr euch. Er kann sich verwandeln. Mal taucht er als Flötenspieler auf, mal als hilfreicher Weggefährte. Und man hat ihn sogar schon auf mancher sorbischen Hochzeit tanzen sehen. Kinder, jetzt wollen wir mal die Ohren spitzen und hören, was mein Meister zu erzählen hat. Von all den seltsamen Wesen, die er gemalt hat. Also, aufgepasst. Seit jeher haben mich die alten sorbischen Sagen und Märchen sehr interessiert. Und so habe ich begonnen, sorbische Fabelwesen zu malen. Kobolde und Zwerge, Wassermänner, die Mittagsfrau und viele andere. Und dann bin ich dahinter gekommen, dass euch solche Bilder gefallen. Das hat mir wiederum Mut gemacht. Und ich habe mich bemüht, vor allem für euch zu malen. Schließlich seid ihr meine allerbesten Freunde. Da habt ihr es gehört. Seine besten Freunde seid ihr Kinder. Eigentlich müsste ich ja etwas traurig sein, weil er nicht gesagt hat, dass ich sein bester Freund bin. Aber keine Bange, ich bin nicht traurig. Schließlich hat er mich so liebevoll für euch gemalt. Und ich, der Bartkobold, freue mich, weil ich auch euer Freund bin. In seinem Garten, den er sehr liebt,
geht mein Meister oft und gern spazieren. Dabei fallen ihm Geschichten und Bilder dazu ein. Bestimmt erzählt er seine Einfälle zuerst seiner Frau. Genau weiß ich das natürlich nicht. Schließlich kann auch ein Kobold nicht alles wissen. Nun sage ich Bože mir, meine kleinen Freunde. Das ist Sorbisch und heißt auf Wiedersehen. Und passt gut auf, wenn ihr ein Bild seht und in einer Ecke ist ein Lindenblatt zu sehen, dann wisst ihr, das Bild hat Martin Nowak Neumann gemalt, der Maler mit dem Lindenblatt. Tschüss, auf Wiedersehen. Bože mir.